Hallo miteinander, wir sind wieder back. Hier ist Rico, neben mir der Niklas. Ja, wie heisst ja, Niklas, ja. Ja. 100 Punkte. Ja, ich bring schon noch an, wie du heisst. Gut. Hallo zusammen. Hallo. Rico, wie geht's dir? Hey, mir geht's blenden, ich bin ein bisschen müde zwar. Schon. Ja, aber ja, das haltet uns nicht davon ab, jetzt eine super Podcast-Folge anzulegen. Ja, was haben wir eigentlich vorgehabt? Eigentlich war der Plan, wenn ihr vielleicht in der Insta-Story am Mittwoch gesehen habt, dass wir Beichten machen. Das Problem an dieser ganzen Sache ist, wir haben schon Einsendungen bekommen, dann ist es nicht gescheitert, aber das sind nicht so, ich sage jetzt, die hellsten Einsendungen gewesen. Also wir haben ja schon mal eine Beichte-Folge gemacht. Ja, und die war relativ gut gewesen. Die ist wirklich cool gewesen. Dann haben wir bis zu, haben wir 40 Leute? 40? Nein, 40 nicht, aber Doch, also locker so 30 sicher. Nein, weniger, Doch. etwa 15 hätte ich gesagt. Nicht, wir haben doch 30 gehabt. Keine Ahnung. Quasi, also ich habe gemeint, es sind weniger gewesen, aber die Okay. Aufgabe. Ja, auf jeden Fall, wir haben erstens viel mehr gehabt und zweitens... Qualitativ hochstehendere. Ja, kannst du einen vorlesen? Eine Beichte. So eine Beichte, was jetzt ein Grund wäre oder ein Grund ist, warum wir es jetzt nicht gemacht haben. Ich habe eine im Kopf. Ja, Shoutout an Livio. der kann sehr viel los. Eine war, warte, Der Typ, ey. ich habe schon immer ein Haifisch sein. Ein Haifisch sein. Ich habe schon immer ein Haifisch sein. Heute bin ich Hai, aber ein Fisch bin ich noch nicht. Ah, was ist das für ein Beichte? Ich kann nicht. Frage mal. Ja. Ja. Ja, auf jeden Fall, was machen wir heute? Genau, wir haben Anstelle von dem. dieses alternatives Programm ausgesucht. Etwas, was wir auch schon mal gemacht haben. Und das ist auch recht gut angekommen. Und zwar Black Stories. Yes, ich lese dem hier so eine Black Story vor und Ich muss erraten, er muss erraten, was passiert um was ist. es geht. Genau. Genau, wir haben 4x2 rausgesucht. Ja. Mit einer Bonuskarte, falls wir jetzt fast wären und das gerade wieder Fast. Genau. Willst du anfangen, oder? Ja, ist gut. Also, wie mache ich zuerst? Ja, machen wir doch die. Der Ghostwriter. Der Ghostwriter. Also, muss ich da so ein bisschen... Ne? Geschichtsstunde. Geschichtsstunde mit dem Niklas. Also, Hause. eigentlich müsste ich noch so eine Brille anlegen, so eine lustige... Also runterziehen kannst. Ja, weißt du, so eine runde... Wegen einer Runde. So eine runde, also weißt du, runde Gläser. Ohne Rahmen. So eine leere Brille, weißt du. Ah, okay. So wie er anhat. Ja, okay. Genau. Hat für die Leute da. So sieht das aus. Ich weiß nicht, ob es fokussiert, aber scheißegal. Ja. Also, ein Mann schrieb etwas auf. Es kam ihn und andere teuer zu stehen. Okay. Er hat etwas aufgeschrieben. Genau. Heißt, er hat vielleicht irgendetwas Geheimes aufgeschrieben. Oder irgendein Geheimnis. Nein, kein Geheimnis. Also in dem Sinne kein Geheimnis, nein. Sind schon die wichtige Sachen so in dem Sinn? Wie meinst Also weißt du, irgendwie geheime Daten oder geheimes Zeug irgendwie? du? Ja, ich weiß aber nicht, ob das geheim war, aber ich glaube nicht, dass das... Nein, es wäre... Ja, warte mal, ich muss nochmal schnell lesen. Okay. Kannst ja da, man kann nicht Leute unterhalten. Okay, Niklas ist jetzt am Lesen. Ach. Ich weiss nicht, sind es eigentlich nur Ja- oder Nein-Fragen oder kann man auch... Ja, mach mal so, ja, nein, vielleicht. Okay. Nein, keine Ahnung. Ja, wir machen einfach. Ja. Egal. Ich muss noch schnell lesen. Ja. Voll. Ich habe auch meine Kärtchen hier auf der Seite. Das sind dann meine. Ich habe jeweils 3. So, zack. Aha, Und der Niklas ist jetzt fertig, heisst, er kann weitermachen. okay. Also ja. Du musst ein bisschen aufheben, weil sonst sehe ich es. Sonst kommen da Cheating Allegations. Ja, also komm. Also eben sind so geheime Sachen, oder eben weisst du es nicht? Das sind keine geheime Sachen. Sind es keine geheime Sachen? Okay. Ist er irgendwie eine wichtige Person gewesen? Keine Ahnung, der das aufgeschrieben hat. Wichtige. Also was heisst wichtig? Was ist Okay, wichtig? so eine einflussreiche, berühmte Person vielleicht, oder? Also sagen wir es mal so, ich kenne den Typ absolut nicht. Okay. Du wirst ihn auch nicht kennen. Ich glaube, In keiner dem Fall kennt vor ihn. unserer Zeit. Ja. Lang vor unserer Zeit, oder? Was heisst für dich lang? Kann ich so 19. Jahrhundert. Also es ist ja dann so
1800 bis... Nein. 20. Jahrhundert. Ja. Okay, damit ich so ein bisschen einschätzen kann. Der Ghostwriter. Ist noch schwierig, gell? Ja, ist wirklich noch schwierig. Vielleicht hat er irgendwie so eine Liste gehabt mit Leuten oder so, keine Ahnung, Familienmitglieder. Und irgendwie so ein Rabauke hat das in die Finger bekommen. Und ist dann die Leute, die da drinnen gestanden sind, go... Nö. Okay. Schwierig. Was für... nein, ich gebe dir gar keine Tipps. Ich gebe dir erstmal... Außer du fragst explizit nach Tipps. Was machen wir? Machen wir 2 Tipps? Ja, können wir machen. Und wenn mal nicht rauskommt, dann ja. Hilft mir einfach. Hat das Bild etwas zu tun mit dem Ding? Oder ist es einfach so ein bisschen... Nein, nicht so... Bei Ghostwriter denke ich halt gerade an Musik. Weißt du, wenn so jemand für jemand anderes schreibt, da ist mir als erstes in den Sinn gekommen. Ich habe dir einfach die Lösungen gerade von der anderen Karte in die Fresse gegeben. Das ist mir gerade aufgefallen. Ich habe es nicht gesehen. Das ist gut. Sind da aber irgendwie Personen, die er aufgeschrieben hat, oder nicht? Also Personen, oder wie meinst du? Also, Er hat etwas geschrieben, sind irgendwie Personen erwähnt worden oder so. ja, Ist es irgendwie, kann ich ein Liebesbrief gewesen oder so? nein. Sonst irgendein Wäre ein Brief an die wilder Person. Ist kein Brief, aber wäre ein wilder Liebesbrief. Oh mein Gott. Ist es eine Drohung gewesen? Nein, ist kein Brief gewesen, keine Drohung. Okay. Er hat etwas aufgeschrieben, das ist schwierig. Ist irgendetwas vom Schaffen her gewesen? Keine Ahnung. Also vom Schaffen, ja, nein. Hat er ein Gedicht geschrieben? Nein, Ein Lied? nein. Kannst du mal davor den Text vorlesen? Er hat etwas geschrieben und dann das kam anderen einfach... Ein Mann schrieb etwas auf, es kam ihn und andere teuer zu stehen. Er auch in dem Fall, Ja. okay. Also, warte mal, ich glaube. Anstatt ihn und andere. Ah ja, ihn auch, ja. Ja, hast du mir einen Tipp? Ich bin gerade voll... Also er hat Bücher geschrieben. Bücher, ja gut, okay, fair. Auf das hätte jetzt auch noch kommen können. Scheiße. So Geschichten, so, oder Sachbücher in dem Sinn. Was jetzt? Geschichte, hat er Geschichte geschrieben? Ja, es ist eigentlich eine Art Geschichte, ja. Es ist eine Art Geschichte. Aber es Hat er einen ist... Krimi geschrieben? Nein, Einen Roman geschrieben? wilder Roman. Nein, Ein Roman. nein. So eine Fantasy-Geschichte, Nein. etwas, okay. Nein. Ich glaube, da komme ich nicht weiter. Hat er irgendwie ein Buch geschrieben? Er ist ja dann als Autor irgendwie hinterlegt. Und irgendeiner hat das gelesen, hat das voll scheiße gefunden und hat dann, keine Ahnung, weil es so scheiße gefunden hat, hat er dann, ja... Nein. Aber das Buch war quasi der Auslöser gewesen für das, was passiert ist. Ja. Hat er irgendwie falsche Informationen irgendwie verbreitet oder so? Ah, okay. Hat er so quasi eine Geschichte erzählt, wo gleich so ein bisschen einen gewissen Drang zur Realität hat, aber wo völlig falsch ist, weißt du? Ich glaube schon, dass es wahr war, was er dort geschrieben hat. Aber es ist... Er hat eine Person in dem Buch schlecht dargestellt. Nein. Falsche Informationen in einem Buch. Also... Was glaubst du jetzt, dass die Bücher falsche Informationen drin haben? Ja, hast du gesagt? Es geht in die Richtung, sagen wir es so. In die Richtung. Es ist nicht falsch. Es muss nicht falsch sein, was drin ist, aber Es sind Behauptungen. es geht nicht um den Inhalt vom Buch.
der Titel vom Buch? Ist auch ein Inhalt, nein. Das Cover oder so? Mhm. Dort, wo das Buch verkauft worden ist? Es Oder hat leicht damit zu tun. der Verlag? Es hat leicht mit dem zu tun, ja. Aber also nicht im Zusammenhang mit dem... Also der Verlag ist einfach auch ein bisschen, also wie soll ich sagen, auch involviert, sagen wir es mal Ja. so. Er hat irgendwie so Verkaufszahlen gefaked oder so. Nein, Er hat den Verlag beschissen in dem Sinn, oder? ja. Hat er- Der Verlag ist Ja. beschissen worden, ja, eigentlich schon. In dem Sinn. Er hat ihn irgendwie... Er hat so vielleicht das Buch vorgestellt. So gesagt, ja, das ist das und das Buch. Und nachher, wo sie es wollen publishen, ist es voll etwas anderes gewesen. Nein. Hast du mir noch einen Tipp? Du musst vielleicht nochmal zurückgehen, was es für Bücher sind. Also was ist es für ein Buch? Es ist kein Sachbuch, es ist keine Geschichte. Also es ist eine Art von Geschichte, ja. Ein Märchen. Nein. History-mäßig. Ja. Soll ich dir Ein mal, Geschichtsbuch in dem soll Sinn. ich dir einen Namen sozusagen? Oder ein Wort? Vielleicht kommst du dann auf das, was das Buch ist. Hat es etwas mit dem Zweiten Weltkrieg zu tun? Ja. Geht es um das Buch, das der eine Typ geschrieben hat? Ja. Okay. Also es ist ja nicht nur eins. Was ist das für ein Buch gewesen? Mein Kampf, oder? Ja, aber was ist der Inhalt von dem Buch? Ah, Propaganda irgendwie mäßig oder so Selbstdarstellung. Ja, aber was ist das? Was denn für eine Art von Buch ist das? Ist das jetzt aber ein Sachbuch? Wie heisst das? Ja, Viele Leute machen das am Abend, wenn sie ins Bett gehen, schreiben sie rein. Tagebuchmäßig. Ja, genau. Ja. So, Okay. jetzt hast du mal das. So. Okay, und jetzt? Okay. Er hat eine Art aus... Also es geht um das eine Buch. Oder Es geht um die Bücher, ja. gibt es mehrere von denen? Das musst du jetzt herausfinden. Was genau... Also es geht nicht um Mein Kampf selber, Aha. sondern es geht um einfach von dieser Person, um die Tagebücher. Ah, er hat irgendwie vielleicht behauptet, ja, es gibt noch mehr. Aha. Und das hat er irgendwie einem Verlag vorgestellt. Und die haben das dann abgekauft, aber dann haben sie herausgefunden, ja, wir sind gescammt worden. Und dann haben sie es nicht gekillt. Ein Teil, also zum Teil stimmt das Ganze, aber zum Teil auch nicht. Stimmt das, dass er eine Art, denen das verkauft hat, dass es noch mehr von diesen Büchern gibt? Ja, also es sind einfach... Oder er hat selber Bücher im Namen von ihm geschrieben quasi, oder? Ja. Ja, okay. Und die hat er dann logischerweise verkaufen. Genau. Und Big Cash machen damit. Genau. Okay. Hat das dann an einem Verlag vorgestellt? Ich habe einen Verband im Kopf. Ja. Das ist so ein großer Verlag in Deutschland. Jetzt fragst du mich etwas. Also Verlag. Ist es ein Verlag? Ist eine Zeitung eigentlich. Meinte ich. Zeitung, boah, keine Ahnung. Warte. Was gibt es für deutsche Zeitungen? Ich habe keinen Plan. Ich weiß gar nicht, ist Stern eine deutsche Zeitung? Ich meinte Der schon. Stern ist doch einfach ein... Newsblatt. Newsportal, Ja, aber das ist, ja, ist ja. eigentlich eine Zeitung früher, ja. Also Ja. Stern hat es gekauft. Nachher ist er in den Knast gekommen, weil er sie quasi beschissen hat. Das ist ganz am Schluss passiert, richtig? Und ist dann im Knast gestorben quasi vielleicht. So. Gestorben ist keiner. Ich habe ja gesagt, es Aha, ist nicht aber- immer alles mit Mord. Aha, ja gut. Kam... Warte schon, nur kurz. Teer zu stehen, ja gut. Das steht ja nicht vor. Okay. Er musste Strafgeld zahlen oder einen Buß halt. Nein, also nur, nein. Er ist einfach in den Knast gekommen. Ja.
Du hast eigentlich fast alles schon. Du musst jetzt nur noch einteilen, wie ist es dazu gekommen, dass sie es gemerkt haben. Kann ich vielleicht irgendwie den Schreibstil vergleichen oder so? Oder irgendwie Du gewisse... musst einfach denken, was ist in Deutschland immer? Deutschland immer alles mit Rechten und Dingen und so. Copyright irgendwie mäßig oder einfach Urheberrecht? Ja gut, das ist ja genau das Gleiche. Ja, also eigentlich kann ich es dir vorlesen. Also, du hast es eine fast erraten. Okay. Der Mann war der Kunstfälscher Konrad Kujau. Ja, okay. Was er geschrieben hatte, waren 62 Bände angeblich von Adolf Hitler verfassten Tagebücher. Die Illustrierte Stern kaufte die Dokumente für über 9 Millionen Mark, um sie in Serie abzudrucken. Vor allem nachdem verschiedene Experten sie für authentisch erklärt hatten, oder? Okay. Im Mai 1983 jedoch ergab ein Gutachten des Bundeskriminalamts, dass die verwendeten Materialien eindeutig nach dem Zweiten Weltkrieg hergestellt worden waren. Der Fall der gefälschten Hitler-Tagebücher gilt bis heute als die größte Pleite der internationalen Pressegeschichte. Der Stern musste sich öffentlich entschuldigen, die Chefredaktion trat zurück und die Auflage des Magazins erlitt schwere Einbußen. Fälscher Kujau wurde zu über 4 Jahren Haft verurteilt. Nur 4 Jahre? Fand ich auch krass gefunden. Das ist crazy. Ja. Ja, gut. Voll. Also ja, ich bin ich dran gewesen. Nicht alles, aber Ja. ist schon mal Voll. okay. Jetzt muss ich gerade schauen, was das ich nenne. Jetzt bin ich dran. Jetzt bist du dran. Boah, ich bin so müde. Ich finde den eigentlich noch spannend. Ich komme morgen um 6 Uhr ins Gym, by the way. Schon? Ja. Geil. Weil morgen am Abend kann ich nicht. Ja, SSIO. 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 Ich lese es nur auch noch mal ganz kurz schnell durch, damit ich da wieder auf neuestem Stand bin. Ja. Ich bin am Wochenende am Dream-Konzert gewesen. Das war super gewesen. Was kann man sonst noch erzählen hier? Ich bin jetzt an meinem Zimmer am Aufräumen hier. Also so halb. Das ist voll langweilig. Okay, Weißt du es? ja, Ja. gut. Also, ich zeige es dir hier schnell. Oder ich zeige es euch schnell da so. Vor aller Augen. Also, vor aller Augen. Der Mörder kam an einem Ort ums Leben, wo er es am wenigsten erwartet hätte. Okay, also er ist gestorben. Exakt. Vor aller... Ja, heißt vor aller Augen heißt der Titel. Das heißt, er ist von einer Menschenmenge gestorben. Ja. Ist er bei einem Ereignis gestorben, also so ein Fußballspiel zum Beispiel. Also einfach ein Ereignis. Ja, ist schon ein Ereignis. Ein Konzert. Ja, nein. Warte, Jahrhundert, sagen wir mal 20. Jahrhundert. Ja. Ereignis. Ist es ein aggressives Ereignis gewesen, oder eher ein friedliches Ereignis? Das Ereignis an und für sich, ja, schon eher friedlich, in dem Sinne, wenn man das als friedlich kann betiteln. Also nein, es ist in dem Sinne friedlich, also es ist kein irgendwie... Okay. Ist es historisch in Deutschland etwas? Was heisst historisch? Ja, irgendein zum Beispiel, keine Ahnung, Mauerfall oder so. Nicht. Ist es international? Also ist es in Deutschland passiert oder ist es in der Schweiz passiert? Also in der Schweiz wahrscheinlich weniger, aber Warte schon. in China? Nein, ist in Deutschland gewesen. Deutschland, okay. Ist es in den 50er Jahren gewesen? Vor den 50er? Nein. Nach den 50er? Yes. Der Mörder kam eine Nacht ums Leben. Also das Ereignis mit vielen Menschen. Also ich weiß nicht, ob es viele Menschen waren, aber ich vermute jetzt mal, dass sicher ein paar Leute Und das ist sind. ein friedlicher Ort. Also es war eine friedliche Veranstaltung. Ein Konzert, habe ich gesagt, oder? Hast du gesagt, ja, aber ist es nicht. Mauerfall habe ich auch gesagt. Ist es ein Ereignis gewesen, das man in Deutschland kennt? Ein bekanntes Ereignis? Ja gut, das Ereignis kennen wir auf
Ja, vielleicht Ereignis, du denkst falsch im Sinne von Ereignis. Es ist... Ist ein geschichtliches Ereignis? Nein. Es ist nicht in dem Sinne ein Ereignis... Keine Ahnung, wie ein Konzert oder so, das ist es nicht. Also es ist kein Ereignis wie, keine Ahnung... Wie soll ich sagen... Also es ist nicht so wie ein Konzert. So. Nein. Etwas Geschichtliches auch nicht. Aber es sind trotzdem viele Menschen dort gewesen. Ja, viele, es steht jetzt nicht von vielen, aber Ein paar. ich würde jetzt vielleicht sagen, ja gut, ich kenne es nicht, aber vielleicht so 20, 30, keine Ahnung. Okay. Aber Auf der vielleicht Straße. Nein. Im Park. Ist so ein Ort, wie so ein öffentlicher Ort? Oder ist es eher so Backrooms? Kann öffentlich sein, aber in den meisten Fällen ist es nicht. Bahnhofs-WC öffentlich. Was? Also nicht darauf festnageln, es ist eher in den wenigsten Fällen ist es, glaube ich, öffentlich. Es gibt das öffentlich, aber eben in den wenigsten Fällen. Das ist wahrscheinlich etwas gewesen, wo... Eine Bibliothek. Nein. Also das ist jetzt nicht öffentlich gewesen. Ich vermute es nicht, das steht jetzt nicht drin, aber ich nehme es nicht an. Bringt mich der Hinweis auf etwas, das öffentlich oder unöffentlich? Nicht gross. Gut. Gehe davon aus, dass es nicht öffentlich war. Ist er irgendwie... Also er ist ermordet worden. Ja, Ja. das steht ja, oh mein Gott. Der Mörder kam an einem Ort ums Leben. Also es ist eigentlich ein Mörder, der gestorben ist. Ja. Ist er selber auch ermordet worden? Also Ist der Mörder ermordet worden? der Mörder vom Mörder quasi. Ja. Nein. Also er ist eigentlich wegen Dummheit gestorben. Nicht mal zwingend in dem Sinn. Selbstmord. Nein. Muss ich die Mordart erraten? Ja, Oder- ist schon ausschlaggebend, ja. Also warte mal. Der Mörder stirbt ja. Ja. Aber er hat vorher einen Bombe gebracht. Ja. Also warte schnell. Ja, nein, wenn statt der Mörder ist klar, ja. Ja, aber der Mörder hat... Ja, genau. Kann man Nein, das ist richtig. Kann an einem Ort ums Leben... Öffentlich, also... Ich muss jetzt beide Morde erraten. Also beide, Nein, nur eine in dem Sinn. Also, der Tod warum vom der Mörder. Mörder gestorben ist, quasi, um das geht. Er ist auf der Flucht gestorben. Nein. Boah. Dort ist Blut am Boden. Ja. Erstochen worden. Nein. Erschossen. Aber, ja. Also der Mörder ist erschossen worden. Ja. Von der Polizei erschossen Nein. worden. Von einem anderen Mörder erschossen worden. Ja, in dem Sinn, ja. Also, ja. Also ja gut, ja. Ja. Die Logisch muss von jemandem erschossen worden sein. Ja. Also von einem anderen, ja gut, ja, von einem anderen Mörder. Also ist es ein gewollter Mord gewesen an ihm? Ja. Also jemand hätte ihn umbringen. Kennt der Typ, der ihn umgebracht hat, der den anderen, also der kennt, wo so ein bisschen Rache? Okay, ja. Schnell. Also warte, ich muss das schnell. Okay, mach nur. Da muss ich schon kratzen da. Wir haben den, wo... Warte mal. Das ist ein bisschen verwirrend, gell? Ja, warte mal. Ja, es ist ein bisschen... Wir haben den Mörder, Ja. wo einen umgebracht hat. Ja. Das hat ein Kollege von ihm wahrscheinlich, oder eine Familie, ist es Familie oder Kollege gewesen? Was musst du jetzt sagen?
Ist es Familie gewesen? Ja. Gut. Ja, egal. Einer von der Familie hat das nicht schön gefunden, dass er ihn umgebracht hat. Würde ich auch nicht. Ja, wow. Und die haben sich gekannt. Haben sie sich gegenseitig gekannt? Der Mörder und der ein Familie-Dude. Steht nicht, aber... Ja, aber der Familie-Dude hat gewusst, dass er ihn umgebracht hat. Aha, ja. Gut. Der ist dann hier hingelaufen, hat gesagt, ich kill den jetzt. Ich schiesse den. Der hat es nicht gecheckt. Und der hat gedacht, ja, ich laufe jetzt einfach heim. Nein. Nicht am Heimweg. Nein. Öffentlicher Ort. Ja, nagel dich nicht auf öffentlich fest. Es wird nicht öffentlich sein. Aber es gibt so... Keller? Weiss nicht. Nein, es gibt die Art von Verlies. Ereignissen, die öffentlich sind in den wenigsten Fällen, aber in den meisten Fällen sind es privat, hinter geschlossenen Türen. Ich bin näher, hast du gesagt. Ja, also Also was muss ich denn noch herausfinden, eigentlich? wo es passiert ist und ja, es geht eigentlich um das, ja. Nur wo es passiert ist. Wo es passiert ist, ja. Habe ich auf einem Boot. Nein. Nicht öffentlich. Also, weil du bist wirklich näher dran, weil das Grundkonzept hast. Ja. Aber Bro, wo? Was für nicht öffentlich? Was aber öffentlich könnte sein. Aber nicht in den meisten Fällen. Was ist das? Was ist nicht öffentlich? Kann ich. Restaurant, Küche ist nicht öffentlich. Soll ich dir einen Tipp geben? Ja, gib mal einen Tipp. Jetzt muss ich überlegen, was ich dir für einen Tipp gebe, dass vielleicht nicht Nein. gerade erratest. Oh. Aber ich sage jetzt mal so, die Polizei und die haben eigentlich schon gewusst, dass er den Mörder oder den anderen umgebracht hat. Und sie ihn jetzt zur Rechenschaft ziehen in dem Sinn. Sie haben einen Tipp gegeben. Nein, Also sie haben ihn irgendwo angelockt. nein. Die Polizei hat den Oder Mörder... nein, ich habe es vielleicht komisch erklärt, ich tue es jetzt vereinfachen. Es ist in dem Moment, wo der Mord passiert ist es darum gegangen, was mit dem Mörder passiert in Zukunft. Nochmal was? In dem Moment, wo der Mörder, der jetzt zuerst jemanden umgebracht hat, ermordet wurde, ist es darum gegangen, was mit dem Mörder in Zukunft passiert. In einem Gericht. Okay, Okay. also. Er hat einen umgebracht. Ja. Der Mörder hat einen umgebracht. So. Er ist dann gefasst worden von der Polizei. Ist im Gericht gewesen. Es Ja. ist entschieden worden, ey, bekommt jetzt Todesstrafe, whatever über. Muss der ins Gefängnis. Wahrscheinlich hätte er ins Gefängnis. Was du schaffst, ihm nicht Ja, Gefängnis. ich sage, ich tue das einfach jetzt noch Aha, ausschmücken. okay. Ist halt über alles entschieden worden. Einer von der Familie, von dem, der gestorben ist, ist im Gerichtssaal gesessen, hat eine Waffe dabei gehabt und hat einfach puff, weg, tot. Genau. Huhu. Das ist stark. Ja. Also ich lese es schnell vor. Am 6. März 1981 schmuggelte Marianne Bachmeier eine Pistole in den Gerichtssaal, in dem der Prozess gegen den mutmaßlichen Mörder ihrer 7-jährigen Tochter stattfand. Sie richtete die Waffe auf den Rücken des Angeklagten Klaus Grabowski und tötete den mehrfach vorbestraften Sexualstraftäter mit 8 Kugeln. Oha. Der in der deutschen Justizgeschichte einzigartige Vorfall führte zu einer lebhaften öffentlichen Diskussion über Selbstjustiz, wobei die Reaktion von völliger Ablehnung bis zu Verständnis für die Tat der Mutter reichten. Marianne Bachmeier wurde zu 6 Jahren Gefängnis wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitz verurteilt. Stabil. Ja, ich habe von dem Fall aber auch schon gehört. Im Fall. Schon? Okay. Aber Spannend. auch das, 6 Jahre, also kann finde ich, ich wenig. ist für mich hure wenig. das auch Ich bin wenig. nicht in der Materie Also drin. klar, du musst überlegen, 6 Jahre, ich bin jetzt 6 Jahre bei der SKB.
Es ist schon eine lange Ist Zeit. jemand. Ja, das kommt schon. Ja. Und hast illegale Waffen Aber jetzt stell dir mal vor, 6 Jahre nur in einem Raum sitzen. Das ist halt schon auch Ass. Aber klar, 6 Jahre ist schon wenig. Ja, schon klar, aber das geht ja um Mord. Aber das ist jetzt eh viel. Also wahrscheinlich. Ja, das hätte ich denken, aber das war 1981 gewesen. Das wird sich sicher auch noch verschärft haben in dem Sinne. Ja. Voll. Aber Krass. ey, stark. Krass. Stark. Yes. Your next one. Ich muss überlegen, ob wir schnell Pause machen wegen Akku. Wegen Akku? Oh. Der war vor auf über halb gewesen, so. Drum. Ich hätte gesagt, wir machen kurz Ladepause. Und dann gibt's. Ab in die Werbung. Ich tue hier in Werbung rein, ist gut. Ist gut. Ich sage aber nicht welche. Okay. Das sind Ab in die lustige. Werbung. Ab in die Werbung. Ciao zusammen. Mein RTL! Wir sind zurück aus der Pause. Ich Aus der Werbung. Aus der Werbung, ja. Genau. Wir sind zurück aus der Werbung. Ich hoffe, ihr habt den Werbeispiel von Niklas genossen. Es Ja. geht weiter mit Black Stories. Ja, Niklas. jetzt muss ich entscheiden. Wir machen nur einen, haben wir entschieden. Ja, wir müssen jetzt ein bisschen Ja, nicht, dass ich hier 3 Stunden... müssen laden. Ja, ich hätte gesagt, wir machen das. Also, die Karte heisst Schicksalhafter Fahrfehler. Weil ein Mann falsch abbog, starben abertausende Menschen. Oh. Ja. Oh, okay. Oh. Gut. Ja. Hat die abertausenden Menschen sind die durch das Fahren von ihm gestorben? Nein. Hat er im Fall niemand überfahren in dem Sinn? Nein. Ist er in etwas reingefahren? Nein. Er war aber im Auto, oder? Ja. Okay. Gut. Heisst, der Mord hat nichts mit dem Auto und dem Autofahren in dem Sinn zu tun? Mit dem also das Auto ist schon wichtig, ja. Also das Auto kommt vor, ja. Ist das so ich sage jetzt eine alltägliche Situation, die jetzt dir und mir auch passieren können, in dem Sinn? Weißt du, beim Autofahren, wenn du steht, falsch abgebogen. Also wegen falsch abgebogen, meinst du? Also weißt du, dass man in einem Kreisel die dritte anstatt die vierte Ausfahrt genommen hat, zum Beispiel, weißt du? Ja. So ein bisschen. Ja, eigentlich schon, ja. Also, er ist falsch abgebogen einmal, ja, das stimmt schon. Ist er in so eine zwielichtige Gegend gekommen damit, oder? Zwielichtige Gegend. Was meinst du mit dem zum Beispiel? Das ist einfach so eine gefährliche Gegend vielleicht. Ja, die Gegend war gefährlich gewesen. Ist er allein gewesen? Nope. Und es andere Leute im Auto gehabt Yep. mit ihm? Yep. Haben die Leute etwas mit dem zu tun in dem Sinn? Die in dem Auto drin waren. Mit den Leuten, die gestorben sind nachher? Also mit den Leuten, also ob die Leute, die gestorben sind im Auto, oder was? Haben die Leute, die im Auto waren, etwas direkt damit zu tun mit den Leuten, die nachher gestorben sind? Ja, eigentlich indirekt, das war eigentlich ein Auslöser gewesen. Vielleicht ist er eben so, ich sage jetzt, eine gefährliche Gegend reingekommen, wo es Leute hat, die die Leute im Auto nicht gerne hatten. Ja, Stimmt das? ja. Und durch das hat es dann Stress gegeben. Und hat es vielleicht eine Schiesserei gegeben oder so. Schiesserei stimmt, Stress geben, ja, aber Schiesserei stimmt. Sind die Leute, die im Auto sind, die aktiv etwas gemacht? Oder ist es... Also weißt du, haben die irgendwie, keine Ahnung, ich sage jetzt irgendwie, eben Stress angefangen oder so, oder sind die einfach durchgefahren und... Sie sind nur durchgefahren eigentlich. Vielleicht schon eine andere Frage. Ist das eine Privatperson gewesen, oder irgendein Polizist oder so? Wer jetzt? Ist das eine Privatperson gewesen? Also wer jetzt? Der gefahren ist, oder die Leute im Auto, weißt du? Nein, keine Privatperson. Polizei.
Gefangenentransport, irgendwie so etwas. Es war ein Transport, gewesen, aber kein Gefangenentransport, überhaupt nicht. Warentransport. Nein. Ist wichtig, was sie transportiert haben? Ja, relativ wichtig, ja. Geldtransport. Nein, es war kein Gegenstand. Gewesen. Es war eher eine Beförderung gewesen, als ein Transport doch, ja. Also der Mann, der falsch abgebogen ist, hat Leute hinten drin gehabt, Yep. wie so ein Transporter. Oder in so einem Auto einfach. Ist er Chauffeur gewesen? Ja, kann man sagen Chauffeur, ja. Aber es geht hier weniger um den Fahrer eigentlich. Ja, es geht mir nicht darum, weißt, zu wissen, was für Leute da vielleicht weißt, die hinten sollten sein. Ist es irgendeine berühmte Person hinten drin gewesen? Ja, ich würde schon sagen, dass er berühmt war. Bekannt ist er ziemlich gewesen, ja. Kenne ich die Person? Wenn du ein bisschen in Geschichte aufgepasst hast, vielleicht. Warte, hold up. Auslöser Ersten Weltkrieg. Ja. Warte. Oh. Sarajevo. Ja. Boah, shit. Nicht schlecht, nicht schlecht. Das ist doch der österreich-ungarische Kaiser irgendwie gewesen, oder? Gell? Und das ist das Attentat gewesen. Er ist von einem Haus oben irgendwie erschossen worden. Nicht? Aber er ist erschossen worden, das weiss ich. Ist das nicht irgendwie so ein Marsch sogar gewesen? Irgendwie Nein, kein so? Marsch. Ist er privat unterwegs in dem Fall? Nein. Das ist schon... Also ein Marsch einfach eine Art wie bei JFK, weißt du? So in die Richtung. Ja, es geht in die Richtung, ja, hätte ich jetzt gesagt. Das glaube ich also so. Aber es ist kein Marsch, es ist Ja. eher eine Fahrt. Es ist schon eine Fahrt gewesen. Ja, ja. Also es ist ja das Lenkrad drauf. Ja, aber nein, mit Marsch ich eigentlich so etwas Ja. ähnlich wie Ja. John F. Kennedy. Ja, Marsch ist ein falscher Ausdruck gewesen. Ja. Boah, jetzt weiss ich. Es war eine Person, die ihn umgebracht hat, oder? Oder mehrere? Eine, glaube ich. Einer ist das gewesen. Wann war das gewesen? Also eigentlich fehlt dir auch wieder der mittlere Teil. Also du hast gesagt, Sarajevo, Ja. Auslöser Ersten Weltkrieg. Ja, es war einer gewesen. Und wieso? Was hat das mit dem Umkehren zu tun? Also Sind die vielleicht auf einer Route gewesen, weißt du, was entlang gefahren sind? Und da ist er auch irgendwo falsch abgebogen. Und ja, dann ist er eben auf einen anderen Weg gekommen in dem Sinn. Und dann eben hat er so die Chance gewittert und... Es geht schon in die Richtung, aber man muss es anders umschreiben. Anders sagen. Beziehungsweise es war anders gewesen. Sie sind schon auf einer Route gewesen. Ja. Auf der richtigen Route, auf der geplanten Route, mehr sage ich nicht. Ist der Fahrer mit dem, also der Fahrer vom Auto ist mit dem, wo nachher der Kaiser erschossen hat, unter einer Deckung Nein, so quasi? nein, Nicht? mit dem hat das nichts zu tun. Es war eigentlich ein Fehler gewesen. Wie du gesagt hast am Anfang. Es steht auch drauf, Fahrfehler. Ja, aber das ist falsch abgebogen irgendwo, oder? Ja, aber ich will wissen, also es ist schon falsch abgebogen, aber ich will wissen, warum, also beziehungsweise, wie soll ich das sagen, ohne dass er... Haben sie irgendwie die Straße falsch umgeleitet oder so, oder keine Ahnung. Es stimmt schon, dass er wieder falsch abgebogen ist. Also, Ja. ich sage dir einfach das Wort «wieder». Ist denn auf dieser Route schon mal falsch abgebogen?
Nein, falsch abgebogen. Nein. Also, er ist nicht wieder falsch abgebogen, aber ich sage einfach das Wort wieder. Wieder? Nicht das Tier wieder, Ja, sondern schon wieder. ja. Wieder. Ist er quasi zweimal durch die gleiche Straße gefahren vielleicht oder so, keine Ahnung. Du die gleiche nicht, aber einfach auf der gleichen Route, ja. Ja, eigentlich kann ich es dir sagen, aber ja, eigentlich... Hast du noch mal einen Tipp? Also, Boah. geplante Route. Und dann... Er ist die Route noch zweimal gefahren. Nein, nicht zweimal, aber er ist... Ist einfach ein Abschnitt von der Route noch zweimal gefahren. Nein, er ist nicht doppelt gefahren. Aber sie hatten eine geplante Route gehabt. Quasi abkürzungsmässig, so vielleicht. Nein. Überleg mal ein bisschen. Du hast einen Attentäter, der ihn umbringt. Ja. So. Meinst du, es war der Einzige, der ihn hätte umbringen in Sarajevo? Ah, vielleicht. Vielleicht haben sie auch irgendwie. Ich nehme an, da war irgendein Aufgeber mit Polizei und die haben jemanden gesehen, der eben auch so attentatmässig irgendwo war. Dadurch sind sie die Route müssen ändern. Sind dann irgendwo anders durchgefahren und dort war wieder einer gewesen. Sie sind anders durchgefahren, ja. Aber dort war nicht wieder einer gewesen, sondern, ich sage jetzt auch wieder nur das Wort wieder. Der gleich hat es nochmal probiert. Nein, es hat nicht mit der gleichen Person zu tun. Ich sage wieder einfach nur wieder. Sie sind Route gefahren, ja, sind Ja. dann abgebogen. Ja. Und dann sage ich einfach wieder. Warum sind sie abgebogen? Ja, weil wahrscheinlich, wie du vorhin gesagt hast, also vorhin hast du mir einen Tipp gegeben, ob es der Einzige war. Ich vermute, dass die Polizei irgendwie, keine Ahnung, jemanden gefunden hat, der eben so vielleicht auf das gewartet hat. Die will ja sicher die Umgebung so ein bisschen abgecheckt haben, wenn da ein Kaiser durchfährt. Damals noch nicht so. Ist in dem Fall schon ein versuchtes Attentat hat auf dieser Route im Fall an dem Tag schon mal stattgefunden? Ja, es versucht das Attentat, richtig, ja. Ja. Drum. Und durch das sind sie abgebogen. Richtig. Und dann war nur mal einer da, wo... Ja, und wo war er gewesen? Auf der Hauptroute oder auf der jetzt abgebogenen Ja, in Route? dem Fall auf der abgebogenen Route. Nein, Auf der Hauptroute? richtig. Hä? Fahrfehler. Ja, Aber, hä? Soll ich so sagen? Eigentlich ist nur eine Sache, wo du mir musst sagen. Ja, Fahrfehler. Ja. Kannst du viel interpretieren unter Fahrfehler? Hä, warte. Ja, er ist falsch abgebogen. Ja, aber... Ja, warum ist er falsch abgebogen? Oder wie, also... Er hat ja gesagt, er hätte ja nachher die Spur gewechselt. Also er hätte nachher eine andere Route nehmen. Ja, genau. So, das ist aber kein Fall, das ist gewollt gewesen. Ja, aber Ja. er Und ist anstatt auf die Route, die gewollt war, in ein anderes Ding abgebogen, oder wie? Ja, aber das war kein Fahrfehler gewesen. Der Fahrfehler passiert erst später wieder. Gar nicht zu langsam gefahren, zu schnell gefahren. Nein, er ist schon richtig gefahren, aber er ist dann auch wieder falsch abgebogen. Und wo hier ist er falsch abgebogen? Wieder die gleiche Straße. Wieder auf die Hauptroute eigentlich, ja. Aha, okay. Ja, jetzt ist es eigentlich durch. Ja, okay. Am 28. Juni 1914 besuchten der Thronfolger Österreich-Ungarns, Erzherzog Franz Ferdinand und seine Gemahlin Sophie Stimmt, Franz Ferdinand hat der geheißen. Chotek, die Stadt Sarajevo. Den im Vorfeld geäußerten Warnungen vor einem möglichen Attentat zum Trotz. Am Tag des Besuchs postieren sich entlang der öffentlich bekannt gemachten Reiseroute mehrere Attentäter. Oder? Einer schleuderte eine Bombe auf den Wagen Franz Ferdinands, die jedoch nur einige Militärs und Schaulustige verletzte. Der Erzherzog wünschte daraufhin für die weitere Fahrt eine andere Route. Dennoch bog die Wagenkolonne wenig später wieder auf die ursprüngliche Strecke ein, wo die restlichen Attentäter auf der Lauer lagen. Einem gelang es, mit einer Pistole mehrere Schüsse auf Franz Ferdinand und seine Frau abzugeben. Beide starben. Das Attentat wurde zum Anlass für die Juli-Krise, die in ihrem Verlauf den Ersten Weltkrieg auslöste.
Ja. Okay, ja, sogar noch Geschichte haben wir da hier. Ja, ja. Crazy. Drum Fahrfehler, weil er halt wieder... Ja, jetzt macht es Sinn natürlich. Ja. Jetzt macht es Sinn. Weil vorher war ja kein Fahrfehler gewesen, in dem Ja. Sinn. Das war gewollt gewesen. Voll. Ja. Yes. Ja, Also, interessant. interessant, hä? Was man nicht alles lernt bei uns, hä? Was man das alles Alter. lernt. Ich muss gerade schnell durchlesen. Okay, wir machen den. Gut. Also, ich muss auch noch mal schnell durchlesen. Ich bin Ich müde. denke, das ist eher schwierig. Aber Spein Arsenal ist wichtig. Lena Karl, Stadolf. Ja. Familienoberhaupt mit Hörner. Ui. Der Leibhaftige berührte niemanden, doch als er ging, blieben nur Leichen zurück. Der Leibhaftige berührte niemanden, doch als er ging, bleiben nur noch. Leichen zurück. Also warte, ich zeige es schnell, damit du nicht siehst. So sieht das Ganze aus. Ich habe keinen Plan. Opa. Der Leibhaftige berührte niemanden, doch als er ging, blieben nur Leichen. Ja, Familienoberhaupt, ist das ein Vater? Nicht zwingend, warte schnell. Also, das ist wie so ein Volk wie bei den Indianern. Also, sorry, Indianer, darf ich nicht mehr sagen. Warte schnell. Ja. So ein Häuptling. Ja, Ist ein Häuptling nicht, aber... Vater. Nein, auch nicht. Auch nicht. Aber so ein bisschen einer, der für die Familie schaut. Ich will nicht... nein, das ist keine Familie. Okay. Mit Hörnern. Sind die Hörner wichtig? Nicht extrem zwingend, ist einfach mehr ein Detail in dem Sinn. Berührt ist es eine wahre Geschichte? Ja. Ist sie da im 20. Jahrhundert passiert? Ja. Ist es vor 1950 passiert? Nein. Nach? Ja. Also ein bisschen moderner. Ja. Ist es eine internationale Sache? Was heisst international? Also jetzt nicht Nicht, Deutschland? ja. Ja, ja. USA. Amerika. Yes. Bekannter Fall. Ja. Hat es mit Horror zu tun? Horror? Ja, so Conjuring-mäßig. Nein. Ich hasse es. Boah. Berührte niemanden, doch als er ging, blieben nur Leichen zurück. Hat er gecheckt, wo er gegangen ist, dass nur Leichen zurückgeblieben sind? Ja. Das hat er gewusst. Ist es... Also was ist der Leibhaftige? Also ist das der... Was heißt das, der Leibhaftige? Gehört er zu der Gruppe dazu, die gestorben ist? Er ist der Mörder. Also es war kein Mord gewesen. Doch. Es war Mord gewesen. Geschossen worden. Abgestochen worden. Abgestochen. Er hat aber keine... Also er ist nicht der Mörder. Also warte, ich will so schnell confirmen. Nein, so wie es da steht, hat er niemand. Er ist nicht der Mörder. Ja. Aber er hat es gecheckt, dass keine Leichen mehr rum sind. Dass alle Leichen rum sind. in Ja, dem ja. Sinn, Ja. Das heisst, es war ein Mörder im Haus gewesen. Ja. Die haben sich nicht selbst umgebracht mit dem Messer. Also, okay. Es war eine Gruppe gewesen, die umgebracht worden ist. 3 Leute. Mehrere Personen. 3 Leute. 2 Leute. Das ist ein bisschen kompliziert, sorry, dass ich da mal schauen muss, aber... ja, also, ja, wir sagen 2 Leute. Und ein Teufel. Nein. Hat das irgendwas mit Fabelwesen zu tun? Nein. Das sind normale Menschen. Normale Menschen.
Ist das eventuell an Halloween gewesen? Haben die sich verkleidet gehabt, dass die Hörner hatten? Nein. Haben die überhaupt Hörner angehabt? Nein. Das ist einfach nur der Gag. Das kann man so sagen, ja. Zum ein bisschen dumm überlegen. Wegen der Hörner. Ja, in dem ist Sinn, unwichtig, die Hörner. Eigentlich schon, ja. Okay. Sind es Kinder gewesen, die umgebracht worden sind? Nein. Jugendliche? Nein. Also, Kind, nein. Also sind alle 18, also in den USA Ja. 21. Erwachsen. Ja, erwachsen. Dürfen Alkohol trinken. Dürfen Genau. in Las Vegas 100 Stutz auf Rot setzen. Okay. Ist die Heime passiert? Das ist keine Familie gewesen, in dem Sinn. Also, was meinst du jetzt, die umgebracht worden sind oder die das begangen haben? Die umgebracht worden sind und der es gecheckt hat, dass wo gegangen ist, Also, die umgebracht worden sind, ja. die sind familiär gewesen. Ja. Brüder und Schwester. Die haben einfach eine Beziehung gehabt. Ja. Die sind zusammen gewesen. Ja. Du kennst den Fall. Ja, also nicht genau, aber es gibt. Du hast den schon mal gehört. Ja, Habe ich den schon mal gehört? Nein. ich vermute nicht, nein. Ich fasse mich nicht mit so Zeug. Also es ist in einem Haus, es ist bei denen die Heime gewesen. Der gegangen ist ein Kompliz gewesen zum Mörder. Ja, ja. So ein bisschen als Ablenkungsmanöver. Nicht zwingend. Nicht zwingend. Also sie haben beziehungsweise die Person, die nachher gegangen ist, aber wo keiner angelangt hat, Ja. das Bärli hat ihn gekannt. Nein. Nicht. Nein. Also ist es ein Einbruch gewesen. In dem Sinn, ja. Okay. Es war ein Einbruch gewesen von 2 Leuten. Der eine hat ein bisschen Lockvogel gespielt, der andere hat die umgebracht. Es sind nicht 2 gewesen. Es sind nicht 2 gewesen, Nein. aber sie sind erstochen worden. Nicht von ihm. Ja. Also die Familie ist erstochen worden. Ja, aber nicht von ihm, von Nein. dem Typ, der eingebrochen ist, in dem Sinn. Nein. Er ist aber eingebrochen. Ja. Hätte er denen Angst machen? Nicht in dem Sinn, nein. Also, Also, mit Einbruch bist du näher. ja. Aber es ist... Ja gut, ich will es verraten. Nein, es ist in dem Sinne ein Einbruch gewesen, Ja. aber... Ja, Es war ein Einbruch gewesen, von dem Typ, wo aber keiner angelangt hat. ja, Haben die jetzt das Bärli ihn gesehen? ja. Haben die angefangen zu schreien? Ich nehme es an. Also sie haben Angst gehabt vor ihm, Ja. vom schwarzen Mann. Aber er hat sie nicht umgebracht. Nein. Haben sie sich vor Angst selber umgebracht? Nein. So, warte, ich hätte noch schnell... Fenstereinbruch und Scherben und dann... Ah, okay. Also du bist wirklich schon näher, aber dir fehlt so ein gewisses Detail. Messer. Ja, Messer, ja. Also sie sind erstochen worden mit einem Messer. Von einem Dritten. Also eine Person. Aber die war nicht im Haus gewesen. Doch. Ein anderes Familienmitglied. Eine Person. Ja. Kein Fabelwesen, kein Tier. Eine Person. Die Person hat die das Bärli gekannt? Also kennt wahrscheinlich schon, aber nicht in dem Sinn... Persönlich. Ja, Das Bärli hat aber nichts gewusst von ihm. nein. Dann sind ja doch 2 Personen im Haus gewesen. Wo Ja. nicht so der, okay. Aber der ist nicht eingebrochen, der ist schon im Haus gewesen. Nein. Die sind beide eingebrochen. Ja, aber ich kann es dir nicht sagen, aber nagel dich nicht... Der eine ist eingebrochen. Nein, nagel dich nicht auf Einbruch fest. Person 1 und Person 2 fest. Alter.
Soll ich dir einen Tipp geben? Ein kleiner. Einen kleinen. Ein kleiner. Es sind nicht 2 Personen, gewesen, die eingebrochen sind. Aber es war eine. gewesen. Nein, Es ist gar keine Person eingebrochen. doch. Hä? Die Person, die keiner angelangt hat, ist eingebrochen. Ja. Ja. Und die andere ist nicht im Haus gewesen, aber ist dann trotzdem irgendwie im Haus gewesen. Doch, die war schon auch im Haus. Gewesen. Vor dem Einbruch. Vor ihm. Nein, gleichzeitig. Einer ist eingebrochen, der andere ist einfach reingelaufen. In dem Sinn, ja. Aber eben, nagel dich nicht auf Person 1 und Person 2 fest. Was muss ich denn jetzt eigentlich herausfinden noch? Also du hast herausgefunden, Wie sie umgebracht wurden. Richtig. Sie sind erstochen worden. richtig, aber der Fall ist komplexer. Ja. Es geht darum, wer die Mörder sind in dem Sinn oder was so. Weil, aber du hast gesagt, Ja. es gibt 2 Personen, hast du Ja. gesagt. Das stimmt aber nicht. Es gibt 2 Personen. Nein, stimmt nicht. 2 Personen sind getötet worden. Aber es sind nicht nur 2 Mörder gewesen. Es waren mehrere Mörder. Mhm. So eine ganze Gang. gewesen. Das kann man so sagen. So wie in L.A. Dort, Ja gut. Nein, Gang ist vielleicht das Falsche. Es ist... ja, klar. Ja. Also es war eine Gruppe. Gewesen. Ja, in Gruppe. Kenne ich die Gruppe? Nein. Also ich hoffe dir nicht, dass du die Gruppe kennst. Kennst Also du, vielleicht durch den Fall, aber... kennst du die Gruppe? Nein, also aber höchstens durch den Fall. Also es sind mehrere Leute, gewesen, aber es sind 2 im Haus, gewesen, aber wahrscheinlich dann mehrere draussen. Oder es sind mehrere Leute im Haus. Gewesen. Mehrere Leute sind im Haus gewesen. Dann sag nicht einfach nur 2 Leute sind im Haus. Gewesen. Ja doch, 2 Leute, eben die Ja. getötet worden sind. Ja, aber ich meine damit auch die Mörder. Also Aha, ja nein, dann sind es mehr gewesen. Okay. Sind es 3 Mörder gewesen? 4? Steht da nicht genau. Eine Gruppe von Mördern. Ja. Was hätten die bezwecken? Die haben ja irgendeinen Grund gehabt, um die umzubringen. Die haben irgendetwas gewusst über die. Nicht zwingend, das ist ein ganz banaler Grund. Schon. So ein LKZ-Grund. Warte schnell. Ja, es ist eigentlich ein banaler Grund, aber ich denke, das wird schwierig zum draufkommen im Fall. Gib mir nur einen kleinen Tipp. Einen kleinen. Ein banaler Grund. Also, du musst nicht erraten, warum er das gemacht hat. Was du noch nicht erraten hast, ist das eigentlich, was da unten steht. Warum er niemanden berührt hat, aber dann Ja. trotzdem ja, viele andere ihn umgebracht haben? Also Ja, die richtig. Ja. Das stimmt schon, aber Wieso? Oder was? ja, also ja, Ich ja. check das Leibhaftige nicht. Hat das Leibhaftige etwas damit zu tun? Nein, leibhaftig Okay. ist einfach der Mörder in dem Sinn. Berührte niemanden, doch als er ging, blieben nur Leichen zurück. 2 Leichen. Es ist jetzt wirklich schwierig. Also, soll ich es vorlesen? Sonst? Weil du bist schon wirklich nah. Es sind eigentlich nur 2 Details in dem Sinn. Sag mir ein Detail, vielleicht schaffe ich das andere. Die getötet worden sind, sind berühmt gewesen. Okay. Oder zumindest eine davon. Okay. Ja, kein Plan. Soll ich vorlesen? Ja, mach. Okay. Also, du bist schon wirklich nah gewesen. Okay. Am Abend des 8. August 1969 Ach, nein, Spaß. drang eine Gruppe von 5, das ist doch schon, von 5 Personen, angeführt von dem 34-jährigen Charles Manson, in die Villa des Filmregisseurs Roman Polanski bei Los Angeles ein, wo dessen Frau, die Schauspielerin Sharon Tate, gerade mehrere Freunde bewirtete. Manson, der mit seinen Anhängern in einer sektenartigen Gemeinschaft der sogenannten Manson-Familie lebte, verkündete: Ich bin der Teufel und ihr werdet alle sterben. Seine Jünger, die unter seiner Anleitung bereits zahlreiche Morde verübt hatten, setzten seine Worte in die Tat um. Die gesamte Partygesellschaft wurde ausgelöscht, die hochschwangere Tate mit 16 Messerstichen getötet. 1971 wurden die Täter zum Tode verurteilt, was kurz darauf in lebenslanger Haft umgewandelt wurde. Manson, dessen Motiv übertriebener Hass auf die Gesellschaft war, erlangte in bestimmten Kreisen Kultstatus. Sein Name wurde in der US-amerikanischen Alltagssprache zum Synonym für das Böse.
Ja, schwierig. Ja, aber ich habe auch einen Fehler gemacht. Ich habe gesagt, es sind nur 2 gewesen. Es ist ja gestanden, bewertete, heisst es sind noch mehr gewesen. Aber das war auch mein Fehler gewesen. Ja. Aber, ja. Ja, ich bin zufrieden damit. Ja. Aber Ja. vielleicht schon kurz, es gibt einen Film, Once Upon a Time in Hollywood, das ist ein Quentin Tarantino-Film. Da spielt DiCaprio mit, Ja. Brad Pitt und Margot Robbie. Aha. Und ich bin mir nicht zu 100% sicher, aber die Margot Robbie in dem Spiel spielt die Schauspielerin. Da. Sharon Tate, meinte ich, ja Okay. genau. Und es ist so ein bisschen ein... Es geht nicht hauptsächlich um den Mord, sondern in dem Ding, in dieser Geschichte, es ist natürlich ein anderes Universum, wo das gar nicht passiert ist. Aha. Genau. Okay. Wo der Mord nicht stattgefunden hat. Okay. Also ich habe den Film auch noch nicht geschaut, ich habe einfach so mal ein bisschen Trailer und Zusammenfassung gesehen, aber es geht so ein bisschen um das. Okay. Genau. Gut, spannend. Ja, spannend. Ja, Also. wenn ihr wieder mal so eine Folge wollt, schreibt es uns rein. Macht irgendwo. logisch Spaß. Ja, ist schon witzig. Macht logisch Spaß. Es gibt ja noch andere Teile von dem. Voll. Danke nochmal an Alin für das Geschenk, das du mir gemacht hast. Also einfach für das Spiel. Das hat uns jetzt ein bisschen gerettet. Aber Ja, ja, können wir wieder machen. Ja, In diesem Sinne, in diesem Sinne. man sieht sich. Empfehlung von der Woche. Haben wir das? Empfehlung von der Woche, oh shit. Empfehlung Empfehlung von der Kann man Woche. dir die Woche Schlaf sagen? Hä? Was ist das Ding? Empfehlung, ich habe eine Empfehlung von der Woche. Ja. Das war folgendes. Ich war am Wochenende bei meiner Freundin gewesen, und sie hat richtig feines zum Morgen gemacht. Wirklich richtig fein. Was jetzt gegeben? So eine Art ein Joghurt-Bowl, Ja. glaube Ja. Joghurt, Naturjoghurt, Banane, Beere, Peanut Butter, so crunchy Müsli. Richtig geiles zum Morgen gewesen. Ja. Und das habe ich jetzt auch daheim probiert, halt mit dem Skier-Quark. Ja, das Gier ist super. Esse ich täglich. Und ich mache es jetzt auch, und das ist wirklich ein Ball zum Morgen. Das Gier ist super. Ja. Ja. Ist dem her, ich auch täglich. Und ist gute Eiweißquelle und Ich habe pure für Proteine drin. aber Ja, voll. Eiweiß ist Protein ist ja, Ja. selber. Ja. Aber ja, nein, das Gier ist super. Das ist schon geil. Sie hat das so gut, es ist so fein gewesen im Fall. Ich gebe mir da null Mühe. Ich tue da immer so gefrorene Beeren rein. Also Himbeere und so, Ja. Beerenmischung. Dann noch ein bisschen Erdbeerkonfi oder irgendwie einfach Konfi, dass es einfach süß ist. Oder halt einfach schon eine mit Vorgeschmack. Also das Gier gibt es ja auch schon mit Geschmack drin. Die sind dann teilweise ein bisschen ungesünder, aber mein Gott. Weißt du, ich finde das Problem. Ich habe das jetzt 2 Tage lang gemacht. Also einfach den Naturskier. Ja, Aber der ist halt hure dick. ja. Kann man den irgendwie verdünnen? Weißt? Ich habe es jetzt heute probiert mit Milch vielleicht, weißt, ein bisschen, und dann untereinander machen, aber das hat jetzt auch nicht gross etwas gebracht. Nein, ich kann das jetzt auch. Das ist auch mein Problem auch. Und ich finde einfach nur so Naturskier, finde ich, wenn du nur das isst, ist so, naja. Ja, voll. Aber so mit Geschmack, dann geht das voll. Ich habe halt eben so tiefgefrorene Beere. Ja, Habe ich am Abend rausgenommen, weißt du, damit Ja. es weich wird. Ja. Habe ich die am Morgen drauf da, aber Crunchy Müsli und auch Ahornsirup, weißt du, ja, so drüber. ja. Ja, ich mache es ähnlich, einfach mit Erdbeerkonfi und so. Ja. Aber wie man den dick das flüssiger macht, keine Ahnung. Ja, Weiß ich auch egal. nicht. Meine Empfehlung von der Woche. Gönnt an ein Streamkonzert. Das Das ist cool. Das ist cool. Das ist wirklich cool. Ah. Bin ich am Samstag. Ja. Für ein bisschen Leute, die. Jetzt muss ich überlegen. Ja, Leute, die einfach Schlager und Rap gerne haben. Gehen das Streamkonzert. Das ist Die super. Mischung. Ja, ist wilde Mischung, aber ist gut. Ja, in diesem Sinne. hä? Also, peace out, man sieht sich, danke fürs Zuhören. Yes. Und jetzt wird Fußball geschaut. Ja, 8 Minuten noch. 8 Minuten. Tschüssi. Also, ciao, ciao.